So, guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Wir sehen, geht es jetzt gut. Wir sind gerade zum Morgen. Ich hoffe, ihr seid auch alle fit und munter und vor allem gesund. Eigentlich hätte ja das nächste Video auf unserem Kanal ein Video aus Lappland sein, aber auch bei uns sind im Moment einige Sachen gestrichen worden oder verschoben worden. Das ist auch für uns eine spezielle Situation gerade. Darum haben wir gedacht, wir machen heute mal einen Vlog und erzählen euch einfach ein bisschen, wie wir mit der ganzen Situation mit dem Coronavirus umgehen. So, hallo zusammen. Gesund, produktiv. Ja, ich glaube, für uns ist es eigentlich gar nicht ein grosser Unterschied bis jetzt. Wir arbeiten ja sonst immer von Hause aus. Aber es ist schon spannend, weil ich glaube, gerade wenn Sie jetzt aus der Schweiz Content haben, dann haben wir vielleicht wirklich eine gute Chance. Weil ich glaube, so viel Netflix-würdiges Material oder Filme werden jetzt nicht produziert, vor allem jetzt in dieser Zeit. Ja, der Flo ist immer noch an seinem Call dran. Das ist eine längere Sache. Ich mache jetzt auch noch ein paar Telefone. Und zwar gehe ich heute noch posten für... die Kamera ist schwer. Für meine Großeltern, für die Eltern, für die Nachbarin und mal schauen, wer sonst noch etwas braucht. Und da mache ich jetzt mal ein Rundtelefon und stelle die Einkaufsliste zusammen. Hoi Großmami, hoi! Ja, schon gut. Also ist das Migros oder Coop? Das sind ein paar Sachen für uns alle. So, dass Melli ihre Einkaufsliste fertig schreibt. Erzähle ich euch schnell, wie das mit dem Call gegangen ist. Es war sehr ein spannendes Meeting, das ich hatte. Ich kann euch leider noch nicht ganz erzählen, um was es im Detail geht, aber es sieht ganz aus, als ob wir trotz Corona-Krise gleich ein weiteres sehr spannendes Projekt an Land ziehen können. Das stellt sich jetzt noch in den nächsten Tagen raus, aber es wird wahrscheinlich etwas Grösseres und es wird auch etwas sein, wo mal etwas ganz anderes ist wie sonst. Ich kann euch leider noch nicht zu viel verraten. Falls ihr herausfinden, was es geht, müssen wir halt einfach dranbleiben. Was ich jetzt noch schnell mache, ich muss mir nachher nochmal einen Call machen mit dem Pascal, der ist nämlich für dieses Projekt auch involviert. Aber zuerst muss ich schnell noch ein bisschen Equipment zusammensuchen für heute Nachmittag. Dort haben wir nämlich auch noch einen kleinen Dreh. So, jetzt aber. Zack, da ist er wieder. Hey, du kommst in meinem Vlog vor. Nein, ich bin in your vlog, please. Pascal ist übrigens der uns dazu inspiriert hat, heute einen Vlog zu machen. Gehen wir bei ihm vorbeischauen, er macht gerade Daily Quarantine Vlog. Genau. Yes. Jeden Tag ein Video, so bleibt man kreativ. Auf wen nehmen wir gehen? Was soll ich ihm sagen? 2. Ist gut, ich schreibe ihm gerade schnell. 2. Soll ich fahren? Ja, wäre cool, wenn wir uns holen. So, das war jetzt ein spannendes Telefon. Wir haben dann noch über ein paar andere Sachen geredet, als jetzt der Auftrag, nämlich allgemein über die Lage im Moment für uns Kreativschaffende. Wir haben da gerade noch ein ganz spannendes Video gezeigt von Boris Baldinger, befreundeter Fotograf, der sich gerade bei der SV erkundigt hat, wie das eigentlich ist für uns Kreativschaffende in dieser Situation, ob wir auch Anspruch haben auf Entschädigung. Und scheinbar ist es tatsächlich so, dass eigentlich die ganze Kreativbranche, also nicht nur Fotografen, sondern auch Videoproduzenten, Grafiker, UX-Designer und so weiter, dass die eigentlich alle ein bisschen durch das Raster fallen, also dass die bis jetzt eigentlich ausgeschlossen sind von diesen ganzen Hilfsmitteln. Dass wir eigentlich gleich wie zum Beispiel ein Taxifahrer theoretisch könnten arbeiten, aber das Problem halt einfach ist, dass
eigentlich alle Aufträge wegfallen. Also so wie es eben bei den Taxifahrern ist, dass natürlich im Moment praktisch niemand mehr Taxi fährt, ist das auch bei uns Fotografen. Also vor allem, wenn man noch irgendwelche Events oder so hätte zum Shooten, die fallen einerseits auch alle weg oder irgendwelche Hochzeiten, die abgesagt werden oder einfach auch sonst ganz normale irgendwelche Projekte, also Filmprojekte, die wir haben, tun sich natürlich auch ganz viele Unternehmen im Moment zweimal überlegen, ob sie uns anstellen, ob sie das Budget dafür haben. Ja, ist nicht so einfach. Wir müssen auch schauen, wie wir mit dieser Situation zurechtkommen. Das Gute an der Kreativbranche ist, glaube ich, dass wir grundsätzlich alle eben das sind, nämlich kreativ und darum hoffentlich auch kreative Lösungen für das Problem haben. Dazu zeigen wir euch eben auch heute Nachmittag gerade, wie wir das jetzt angehen. Wenn wir einen Dreh haben, dass wir halt gleich shooten können, dass wir die ganzen Sicherheitsregeln gleich einhalten. Ja. Aber bis es soweit ist jetzt zuerst mal Mittagszeit. Meli ist, glaube ich, schon fleissig am Kochen. Ja, gehen wir mal schauen, was es feines zu Mittag gibt. Was gibt's feines? Lasagne. Don't finna jump for this shit. All top when I speak, all capital speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the light sticks. Maybe help me spark the ideas. We got nowhere else to go. It's only up from there. I've been on my own, just running through the field. Living for their ears, I know that's how they like. Yeah, I fantasize. Tell me that it's real when it's all said and done. So, bis die gute Lasagne fertig ist, die braucht etwa 3/4 Stunde. Habe ich gerade schön Zeit, um schnell zu schauen, was ihr uns für gute Fragen gestellt habt auf Instagram. Und Meli nicht so eine Mais machen. Nein, wir haben in der Story gefragt, was ihr gerne von uns würdet wissen in diesem Blog. Und es sind schon ein paar Beiträge reingekommen. Viele wollten wissen, wie unsere Wohnung aussieht und wie unser Garten aussieht. Das ist eine gute Frage. Unser Garten sieht wunderschön aus. Wir haben nämlich keinen. Nein, ist ein bisschen blöd, gerade jetzt, wenn wir in Self-Quarantäne sein sollten. Wir haben weder einen Balkon noch einen Garten, was wir aber gleich uns letzte Woche erlaubt haben. Wir haben unsere Pflanzen umtopfen und haben für das den Garten von der Meli ihren Eltern ausgelehnt. Länger haben wir wirklich nicht warten, sie haben es nämlich bitter nötig gehabt, aber jetzt geht es eigentlich so weit wieder gut. Wir schauen schön die Sonne in diesen Tagen. Was die Raumtour anbelangt, da haben wir schon mal ein Video dazu gemacht. Hat sich in dieser Zeit nicht allzu viel getan. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich euch sonst gerne hier oben verlinken. Dann könnt ihr euch eigentlich unsere Wohnung gerne mal anschauen. In einem Haus wohnen wir übrigens nicht, das hat auch gefragt. Das ist einfach eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Hier eigentlich in der Vorstadt von Aarau. Ja, fast vergessen. Jemand hat noch gefragt, wenn es mit dem Ausbau auf dem Bus weitergeht. Wir sind dort auch ein bisschen on hold. Wir haben jetzt zwar seit gestern endlich eigentlich einen Grossteil von unserer Technik geliefert bekommen, die wir bestellt haben, für zum Solarpanels und so installieren. Aber gewisse Sachen haben natürlich jetzt auch gerade in dieser Zeit ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Dann müssen wir schauen, ob wir das so irgendwie andersweitig noch auftreiben können. Und dann müssen wir uns auch nachher wieder nach einem Platz umschauen, wo wir das Ganze, können, also den ganzen Umbau können vornehmen können. Ja, dort halten wir euch dann sicher auf dem Laufenden. Sobald es weitergeht, erfahrt ihr es hier als erstes. Das ist wirklich fein gewesen, danke. Dankeschön. Als wir Lasagne brauchen wir eine Siesta. Und die sieht bei uns eigentlich immer gleich aus, dass wir uns aufs Sofa verziehen, ein bisschen lesen. Meli noch im letzten Buch von der Bibliothek, das wir noch haben. Ich bin schon aufs Kindle umgestiegen. Ja, ich würde sagen, ich melde mich dann nachher wieder, sobald wieder Pascal kommt abholen für den Dreh am Nachmittag. Tschüss zusammen. Nicht ganz so schön rot wie unsere. Aber gleich ganz hübsch, he? 2 Meter Abstand. Ja, das ist fit. Super! Du musst hinten sitzen, 2 Meter Abstand. Ernsthaft? Ja, sicher.
Wir halten alles ein. Also du bist dann jetzt auch mein Chauffeur, hä? Nein, vom Führen. Alles klar. Nee, bei dir so. Super. Ich habe vorher schon in meinem Vlog erzählt, dass laut Bund dürfen wir ja eigentlich raus und weiterarbeiten. Wir sollten sogar. Wir sollten sogar. Und jetzt machen wir das auch. Wie handhabt ihr das so? Ja, Handhaben ist ein gutes Stichwort. He? Eben, es ist sehr ungewohnt. Wenn du irgendwann auf den Dreh kommst und so, gibt es immer noch gewisse, die wollen dir zuerst mal Tank geben. Und dann musst du sagen, zuerst ja nein. Darfst schnell und so. Und dann vor allem halt in Interviewsituationen, wo man eigentlich normalerweise irgendwie das Ansteckmikrofon und alles hin tun. Tun wir es halt auch immer gut desinfizieren. Gehen es dann innen in die Hand, dann sie anweisen, wie sie sollen sich selber, sich selber verkabeln. Aber es ist schon speziell, gell? Das ist so ein Punkt, wo ich auch gerade einen Dreh hatte und alles schön desinfiziert, 2 Meter Abstand und so. Aber genau um ein Interview zu machen, ist es extrem schwierig, weil zum Teil hat man halt wirklich Fragen, wo man wirklich näher ist. Und wenn man eigentlich von 2 Metern weg muss so Zeug fragen oder auch wenn man irgendetwas muss richten muss, wo man sieht, es geht eigentlich alles nicht mehr. Also wir können unseren Job eigentlich nicht mehr so machen, wie wir sollten. Nein, vor allem, also was ich auch als Problem sehe, eigentlich, um die guten Aufnahmen zu bekommen, solltest du eigentlich mega nah hin. Das ist eigentlich das, was es ausmacht, oder? Meine, klar kannst du irgendwie von weiter weg mit einem Tele hin, aber es ist eigentlich nie da, also sonst gar nicht die Art, wie wir filmen, oder? Also wir sind eigentlich auch dort total eingeschränkt, oder? Ja, genau so, jetzt wo wir zusammen gehen filmen, wir nehmen ein Auto, das ist nachhaltiger natürlich, oder? Als wenn wir jetzt beide würden im Auto gehen. Und ich meine, da kannst du schon den Abstand eigentlich nicht mehr einhalten. Aber wir müssen raus und weiterhin Geld verdienen, weil auch wir müssen irgendwie über die Runde kommen. Genau, jetzt gehen wir los. Let's go! Trust me enough. And loving life, because they wouldn't be a salesperson. You want to don't get caught up in the hype. Because I'm putting something down. There's not no reason to read. I got fucking 100 emails. Also Bund heute. Das wäre so schön. Ne? Aha. Salut zusammen. Zoom mitgenommen, damit wir auch den Abstand einhalten, dass ich möglichst weit weg kann ich Fotos machen. Geil, also. So, wir haben jetzt alles vorbereitet. Marc und Janik nehmen jetzt gerade ein paar Workouts auf. Wir tun sie eigentlich in dem Sinne noch ein bisschen coachen heute. Das heisst nicht, dass wir es aufnehmen und produzieren. Wir helfen ihnen dann auch beim Schneiden. Aber es geht eigentlich mehr darum, ihnen zu zeigen, wie sie das am besten aufnehmen können in dieser Zeit. Weil eigentlich würden sie ja ihre Workouts nicht online machen, sondern sind jetzt auch durch die ganze Situation halt gezwungen, da ein bisschen erfinderisch zu werden. Ja, mal schauen, wie das kommt. Ist auf jeden Fall cool, dass wir überhaupt etwas machen können. Pascal hat schon die grosse Linse ausgepackt, damit er ja nicht zu nahe an sie hin muss. Und ich schaffe das mit der hier hoffentlich auch irgendwie. Liebe Leute, herzlich willkommen zum heutigen Training am 31.03. Wir trainieren wieder unter dem Motto in Zeiten von der Corona-Grippe bleiben wir zusammen online finden. So, das war es mit dem kleinen Dreh. Hat Spass gemacht. Vor allem hat es Spass gemacht, dass wir überhaupt etwas machen können in dieser Zeit. Schön war wieder mal rausgehen. Ja, voll. Meli ist in der Zwischenzeit übrigens noch posten. Ich glaube, wir werfen mal einen Blick darauf, wie es ihr so ergangen ist.
Geschafft. Damals war ich nur in 2 Läden gewesen. Aber es hat irgendwie gleich viel länger gedauert als gedacht. Bis mir das alles zusammengesucht hat, bin ich glaube schon 2 Stunden unterwegs. Aber ja, jetzt noch schnell ausliefern und nachher geht es wieder heizen. Zurück zu den Boys. Ja, da wären wir. Warten eigentlich nur darauf, dass jetzt Meli heimkommt, weil ich bin ohne Schlüssel aus dem Haus. Das heisst, ich kann gar nicht rauf in die Wohnung. Ja, aber ich glaube, das wäre es eigentlich auch von unserer Seite her gewesen, von diesem Vlog. Ich habe vorhin gerade noch mit dem Pascal darüber diskutiert, was eigentlich so ein bisschen das Fazit von dem Tag ist, wo wir eigentlich trotz der ganzen Corona-Situation ein bisschen probiert haben zu arbeiten. Falls ihr da noch ein bisschen mehr dazu hören, dann könnt ihr euch ihm sein Video anschauen. Er macht ja im Moment auch einen Daily Quarantine Vlog. Dort reden wir noch ein bisschen mehr über das Thema, falls euch das Wunder nimmt. Ja, so kurz zusammengefasst, was war unser Fazit gewesen? Dass wir einfach aus dem, so wie wir arbeiten können, das Beste daraus machen. Und halt probieren, einander zu unterstützen. Und so wie wir es schon auch immer gemacht haben. Auch mit dem nötigen Abstand, so gut es geht. Ja. Aber ich glaube, wir probieren so weiterzumachen. Machen wir. Hoffen ihr auch daheim. Habt euch Sorge. Bleibt vor allem gesund in dieser Zeit. Und eben, vergesst nicht, bleibt daheim und schreibt eure eigene Geschichte. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.